Der Uiguren-Aktivist Sergcan Bilash wurde durch chinesische Polizisten verhaftet. Der Anwalt des Atajot-Vereins Ayman Umarova meint, politische Hintergründe als Festnahme ausmachen zu können. Bisher beantworteten das kasachische Außenministerium sowie die zuständige Polizeibehörde keinerlei Anfragen. Vermutlich soll Bilash wegen Hassrede verhaftet worden sein. Auf der Natursteinmesse in der chinesischen Stadt Xiamen mit 150 türkischen Firmen als Besucher wurden überraschenderweise mehrere Teilnehmer von der chinesischen Polizei festgesetzt. 4 Verantwortliche von 3 türkischen Unternehmen mit Standorten in Guangzhou, Yunfu und der Türkei sind wegen Vorwürfe der Verwicklung in Steuerhinterziehung verhaftet worden. Durch die Weltbank genehmigt, enthält Bangladesch eine Zahlung von $165 Millionen zur Unterstützung der in das südasiatische Land geflüchteten Akanesen. Die Gelder sind für die Deckung der Grundbedürfnisse vorgesehen. Venezuelas Präsident Maduro versicherte eine Wiederherstellung des landesweiten Stromnetzes. Dennoch verwies er darauf, dass die Hochtechnologie, welche das Stromnetz attackiert hatte, derzeit nur von den USA in Besitz sei. Nach langer wirtschaftlicher Verhandlung kamen China und die USA zu einem gemeinsamen Entschluss. So wie der Präsident der chinesischen Volksbank Yi Gang verlautbarte, hat man sich auch bei kritischen Themen wie dem Wechselkurs mit den Vereinigten Staaten geeinigt.